Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Für einer kurzer Zeit habe ich schon einen Podcast gemacht über mein Buch. Und ich will aber auch noch darauf eingehen, wo mein Reis mich dann so überall hingefordert hat, par rapport zu den Themen, die mich auch so ein bisschen vom Internet wahrgegangen hat, also von meinem Internet. Weil die Kuren, die ich schon gemacht habe, sind aber trotzdem über Distanz, über den Internet gemacht gehen. Ein von den Kuren, den ich auch aufgeschlossen habe, wo ich dann auch mein Diplom hängen habe, das ist dann Zhou Li, also die taoistische Numerologie. Und ich will euch ein bisschen davon erzählen, wie mich überhaupt bis dahin gebracht hat, beziehungsweise was taoistische Numerologie ist, ein bisschen par rapport zu dem, was als westliche Numerologie ist, wo graf gesehen mal Nuancen an Unterschiede liegen. De pour et contre, die Leute aber nicht verringern für mich als Decision ziemlich klar. Die Leute, die mich matt gemacht haben, nachdem ich mal just den ersten Undeel davon matt gekriegt habe, und die Begeisterung gesehen haben, an wie einfach das eigentlich auffließen kann, ich meine, die wissen genau, von was ich schwätze. Den Unterschied zwischen der taoistischen Numerologie und unserer Numerologie ist, dass alles extrem linear ist. Das ist mal wirklich als Zahlen am Sinn von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, als Lin. Natürlich fängt sie dann auch ein bisschen bei 1 an. Aber an dem Taoismus basiert es sich aber etwas, das nennt sich der Lo-Shu-Quadrat oder was wir hier an dem Saturn-Quadrat kennen. Und so wie dort Zahlen gepasst sind, also geordnet sind. Seht ihr das eigentlich? Also, das, was sie ein Danse des Étoiles nennt, das heißt, die gehen hin und her, die sprangen hin und her, und genau so haben die Zahlen auch an unserer Entwicklung etwas damit zu tun, weil wir an unserem eigenen Leben hin und her sprangen. Weil so geradlinig, wie wir das dahinter gesagt kriegen, an unserer Numerologie verläuft als Leben schon recht zählen. Ein anderer Punkt, den ich auch ganz interessant fand, das ist, dass es so gewesen, dass ich mich just für mit der westlichen Numerologie auseinandergesetzt habe. Da ist extrem viel Input gekommen, wohin die Zahl, auf was für einen Zusammenhang mystisch oder auch logisch etc. finden kann. Und das sind so ein bisschen von all Sort bombardiert gehen. Das heißt, die einen haben Kabbalah, als dann an dem Kurs, den ich da auch geholt habe, als dann Kabbalah angeschwart gehen, und dann sind hinduistisch und buddhistische Sachen angeschwart gehen, und dann sind wir zu Ähnliches gegangen. Aber irgendwie hat das ganz für mich nicht so die typische Struktur. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich leicht frustriert wird, weil es in der Zwischenzeit schon hier ein bisschen an dem Punkt angekommen, dass es, wie soll ich erklären, es gibt noch ganz viel am Westlichen zu lernen. Das ist nicht der Punkt, ich schon nicht das Gefühl gehabt, dass man das irgendwo mit Dave gebracht wird. Den taoistischen Aspekt an der Numerologie allerdings bringt 2 Punkte mal daran, die ich persönlich extrem wichtig fand, für was ich eben gerade in Zhou Li so wertvoll irgendwie empfangen. Und zwar auf dem einen Punkt, wo die berühmten 5 Elemente aus der traditionellen chinesischen Medizin, beziehungsweise die kommen aus dem Taoismus, sind darauf verbunden oder sind von den Hauptbausteinen für die Sache umzusetzen. Und damit gesehen, also schon die Interaktion von den verschiedenen Zahlen, die so nicht an der westlichen Numerologie existieren. Ja, da gibt es auch Texte davon, wie die eng Zahl mit der anderen interagiert, aber das ist etwas, was den auswendig muss lernen. Während gerade wie ich, den echt mit Logik funktioniert und nicht so wirklich mit auswendig lernen hat, für mich hat die Basis von den 5 Elementen man ziemlich einfach gemacht, für dann auch ein Zhou Li zu verstehen. Das heißt, da hat den dann effektiv, ja, da gibt es Elemente, die nähren das nächste Element, und es gibt Elemente, die kontrollieren das andere Element, und dadurch hat er viel mehr einen Blick darüber, wie auch die Energie bei uns funktioniert. Und genauso an der Idee, an dem Gedankengang, als eine andere Sache, die ich mega spannend fand, bei uns kann die Numerologie, da sind so an erster Stelle mal sein Num ausrechnen. Und dann natürlich auch das Geburtsdatum.
Die Idee von dem gesamten Geburtsdatum existiert zwar auch an dem Zhugong Mingli, also auch am taoistischen existiert die, aber die weist echt auf eine Zahl hin, was sie den Nombre de Racine nennen, also die Zahl, wo sich hier bewegt. Und auf der anderen Seite hat den aber die Quintessenz, die selber an sich dreht, die geht durch die Jahre herausfinden, an was die Sache, der Sache nach so die Nuance geht. Es gibt das, was sie den Nombre mineur nennen, das den ausgerechnet wird par rapport zu einem Kantsinn bzw. einem Aufhängersinn von den Älteren, von den Erwachsenen als Kant, an nur natürlich auch, dass in die Gefahr hat, dahin zurückzugehen, wenn ein ärgert und dann aufhängig ist, vielleicht von den Kindern, von den Leuten aus dem Altersheim, etc. etc. Das heißt, das sind einfach nicht mehr eine Zahl, an die geht ein Konstrukt, aber sie weist eine Entwicklung. Das heißt, auch die Interaktion zwischen den Zahlen spielt dann an dem Sinn eine Rolle. Und auch wenn Numerologie von einer Person an einer anderen, die zum Beispiel zusammen sind an einer Partnerschaft, und nicht kein Problem, kann das schon allein auf der Basis von den 5 Elementen an den Zyklen, die dran entstehen, an die dran zu verstehen sind, kann an dem Moment die Sache erklären. Und die Sache auch, wie soll ich so auseinander holen. Ich erkläre ein bisschen, das heißt, wen den Dinge kennt, wen die Pentagramm und sich kennt, an dem die 5 Elemente sind, wenn ihr los seht, zum Beispiel Erd kontrolliert, weil ich nicht einen Fehler mache wie in meinem Video, Erd kontrolliert Wasser, es wird die eine Person, die als eine Person, der hier Zuhl am Wasser, also das den zum Beispiel, an den anderen wir ein 5 oder wir ein 2. Und da gibt es zu Komplikationen kommen. Da kann ich gucken, was das die Zuhl dazwischen oder beziehungsweise das Element, das was dazwischen das, also Erd nährt das Metall und das Metall nährt Wasser, und da kann in dem Metall an die Sachen, die Aspekte, an Informationen, die in dem Metall gibt, die kann ich gebrauchen, für sich auf halbem Weg entgegenzukommen. Was ich persönlich extrem spannend fand, weil den Unterschied ist für mich mal unecht stellt, dass einem die Technik nicht einfach ein Etikett so baste, also so aussehen, also du kann sich nicht herausentwickeln, mir das einem unechter Stelle auch mal mit auf den Weg geht von wegen, wie kann eine Lesung ausgesehen oder wo kann ich eine Lesung sicher gehen. Und plus von den Lo in seiner gesamten Numerologie ein gewissen Element zu viel hat, da kann den erstens mal auch gucken, körperlich, wie ich das abfangen kann, wie ich das ein bisschen mehr in der Kontrolle kann kriegen oder wenn mir fehlt, wie ich das nähren kann, etc. etc. Und auch da geht das ganz über Zeitraum raus. Das heißt, man kann in den Entwicklungszyklus von sich selber gucken, es kann in gucken zum Beispiel, was ich mega spannend fand, die verschiedenen Elemente, die finden an allem rum. Das heißt, die kann auch zum Beispiel an einem Beruf finden. Und damit kann ich zum Beispiel wie zum Beispiel einem Jugendlichen, den nicht so richtig weiß, was der beruflich will, abgreifen, kann in dem ein Tipp mal auf den Weg gehen, was für eine Richtung für Berufe vielleicht besser für ihn sind. Ich fand, das kann einem viel mehr Sachen abmachen, ohne du irgendeinem zu sagen, ja, du musst den Beruf von deinem Papa überholen, und da musst du damit glücklich sein in dem Moment. Du kannst sich so ein bisschen die Dinge, die froh stellen, kann dann nur irgendjemand, den sich für Zhugong Mingli interessiert, wirklich ohne Kenntnisse Zhugong Mingli lehren. Ja, natürlich. Das ist immer machbar. Was ich die Leute wirklich anraten, das ist, sich für dich mit den 5 Elementen auseinanderzusetzen. Weil ich hatte die große Chance, dass ich just für drin auf eine kleine Kur geraten sind, die mir die 5 Elemente erklärt hat, an die ganzen Zyklen. Und dadurch war den Schritt an den Zhugong Mingli umso mehr einfach. Und die 5 Elemente, wenn der Davis gelehrt hat, und er will keine taoistische Numerologie machen,
dann könnt ihr das am Feng Shui, am Feng Shui ersetzen, der könnten am Batze ersetzen, der könnten am Chimen Dunja ersetzen. Das ist all Technik basiert darüber. Das ist wie ein Ziel, aus dem man ein Haus kann machen, ein Shop kann bauen, eine Fabrik kann bauen. Genau so funktioniert das, genau das fand ich persönlich schon allein spannend, wie das ganz abgesetzt ist. Wie ich auch schon ein bisschen so erklärt habe, das heißt, was kann ich damit herausfinden an seinem Lebenszyklus, an seinem Lebenszyklus kann ich herausfinden, für was ich da gerade Probleme hat. Das heißt, kann ich auch zum Beispiel rückwirkend gucken gehen, so, lo stelle ich fest, dass ich gerade an dieselben Situationen, die schon eigentlich gerade sind. Aber was für ein Jahr war das? Was für ein Lebensziel war dem Moment? Gerade die wichtig, was für ein persönliches Ziel hat denn da? Die Weg kann ich gebrauchen, für dann besser zu verstehen, an sich das Jahr für drüber besser viel zu bereden. Dass ich nicht an die Problematik herangerät, das Jahr drauf. Das kann ich dann auch gebrauchen, für gut dich, für verschiedene Pläne zu gebrauchen. Das heißt, in denen sich bestuurde will, die kann damit in der herausfinden, die besser passt. Es kann ihn sogar eine Sort von Feng Shui umsetzen, von welchen erstens was die Wohnung selber betrifft, oder wenn ihn etwas Gewisses sieht, aber was in Richtung gehen soll. All die Sachen sind damit machbar. Bis hin zu, so mal, Aussatz, was Gesundheit betrifft, wo ich natürlich immer aussetzen, weil keine Technik aus der Metaphysik soll als Gesundheitskonzept an als medizinisches Konzept da einfach außer Kraft setzen. Also das 100% nicht. Aber es kann den einen den anderen aber unterstützen, zum Beispiel auch an seinem Zyklus von der merkt, was weiß ich, dass dann und dann ein Problem hat, so mal am Mo oder am Herz, und dann können wir an das Jahr zurück, also an die Lebensziele zurück, dass man da vielleicht aufpasst von wegen, sich mal nach Stress aussetzt, beziehungsweise vielleicht aufpasst, was denn ist, wenn ein Problem am Mo hat. Also so Sachen sind aber doch schon auch mal dran an dem Moment. Ich meine, grosso modo habe ich den Tour gemacht. Ich werde auch noch einen Podcast darüber machen, was dann auch ein bisschen von der westlichen Astrologie unterscheidet, und auch da ein bisschen zu weisen. Jidfried hat natürlich seinen Stil an seinen Ideen, was ihm am besten passt, und wo man am besten eins geht. Ich persönlich allerdings gerade immer mehr darüber, dass ich mit dem ersten Schritt, den ich eigentlich an die Richtung gemacht habe, komme ich mal wirklich ein bisschen viel wie Alice im Wunderland. Und es sind am Gange Kaninchenbau aufzufallen, den viel mehr Dave ist, viel mehr vast als wie ich mir das überhaupt hat können vorstellen, ohne, was mein Zweifel ein bisschen war, ohne das Thema von der traditionellen chinesischen Medizin umzupacken. Weil ich immer gemeint habe, ja, wenn ich mich will mit den Elementen auseinandersetzen, dann muss ich den Weg gehen. Wie das da so viel mehr absteht, das war mir selber nicht bewusst. Wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, sagt man, wann ich Bescheid, weil da gebe ich auch mal vielleicht ein Live-Abend machen zu dem Thema, dem einen, dem anderen, seine Numerologie ausrechnen, dann natürlich nicht die Gesamt, aber eben just so mal, das, was die Nombre Majeur nennt, die globale Information, die globale Energie, an der ein Mensch gerade unterwegs ist. Da sind ich natürlich gerne auferstanden, vielleicht da weiteres mal auf den Weg zu gehen, was die Technik da betrifft. Ansonsten, wie immer, wünsche ich vielmals merci, dass da noch gelauscht tut, und ich wünsche euch schöne Mittag, schönen Abend und eine gute Nacht.